Morgen zusammen, es ist 5 Uhr. Ich bin hier in Encinitas im Starbucks, gehe jetzt gerade Richtung Escondido. Das ist im Landesinneren, dort ist ein Velorennen heute Morgen früh, fährt es an, um 7 Uhr ist der Start. Freue mich drauf. Ciao zusammen, René hier, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich bin jetzt 2 Stunden 10 im Rennen, vor dem Pass, vor dem Palomar Mountain. Ist gut gegangen. Jetzt gehe ich gerade ein bisschen durch die Hölle. Jetzt wird noch der Krampf gezogen. Was ich wollte sagen, 320 Watt Fläche hat gelangt, für die Spitze anzuführen. Dann bei den Högerli, bei den kurzen Steigungen, habe ich aber ein bisschen rausgenommen, 265, 170 Watt, wo ich gewusst habe, es ist ein Längsrennen. Und dann ist es eigentlich gut gegangen, bis ein Drittel in die Pass rein. Dann hat es mich hergestellt, nichts mehr gegangen. Und jetzt tuckerle ich so mit 200 Watt, 180 Watt rauf. Jetzt kommt es eben darauf an, ob man beißen oder nicht. Ich bin jetzt eine Stunde so unterwegs, aber ich sollte jetzt gleich oben sein. Und nachher schaue ich, ob ich etwas essen kann. Schauen, ob es etwas hat, das meinen Ansprüchen entspricht. Wie Snickers oder Donut oder Nussgipfel. Und dann geht es den Berg runter und dann werden die Karten neu gemischt, hoffentlich. Ich konnte mich verpflegen. Es hat Erdnuss-Butterbrötchen gehabt. Dann habe ich mir sogar ein Becherchen Cola gegönnt. Ich fühle mich gut. Der Puls dümpelt so bei 120 Schlägen rum. Aber sobald ich über 180 Watt drücke, habe ich Krämpfe und dann ist es fertig. Das ist übrigens keine Zeitlupe. Ich fahre hier mit 25 Umdrehungen pro Minute da den Hocker rufen. Und der Grund ist, ich fahre immer noch Standard, 39, 53 vorne, hinten eine echte Mannenkassette von 11, 21. So hilft mir jetzt hier halt auch nicht unbedingt. Hier sind es übrigens 28 Grad und als kleine Nebeninfo, das Ganze wird 7700 Fuß sein in Höhenmeter. Das sind 2345, glaube ich, habe ich nachher geschaut. So, ich habe es geschafft, 3/4 Stunde. Geht ein bisschen länger als ich gedacht habe. Aber es ist gut gegangen, einfach müssen trötscheln. Und es hat dann noch gelangt, für jemanden mit einer Gruppe mitzufahren, zum Glück. Ja, eigentlich auch vorgestellt, ich könnte von vorne locker flockig über eigentlich das heutige Thema mit euch berichten. Was wollte ich denn eigentlich erzählen? Jetzt weiss ich es wieder. Ich wollte Merci sagen für all das Feedback, das ich bekommen habe bezüglich dem Film aus Alaska mit dem Freddy Kunz. Von ganz vielen Leuten habe ich gehört, dass mir der Film gefallen hat, dass es eine spannende Geschichte war und das freut mich natürlich sehr. Auf YouTube haben ich mittlerweile 700 oder 800 Leute gesehen, auf Facebook war es bei 2000, das letzte Mal. Also für mich ein Riesenerfolg. Ich habe unterdessen das Glück gehabt, schon wieder einen neuen Doc-Film fertig zu machen. Das Mal war die Herausforderung eine andere. Und zwar geht es das Mal um einen Hund, um einen älteren Hund, den der Besitzer in einem Shelter hat abgegeben. Und der Hund hat keine Chance gehabt, in seinem Alter mit seiner Krankheit und seinem Aussehen ein neues Zuhause zu finden. This is Honey, and Honey came to the rescue train 2 days before the 4th of July. Honey came in
with her owner, and she was going to be surrendered. She was really, really terrible looking. I don't think she could have gotten adopted in that condition. Der Rescue Train, die Rettungsorganisation, hat sich dem Fall angenommen und hat dem Hund das Leben gerettet. Und für mich das Spannende war, dass die meisten Aufnahmen von Freiwilligen vor Ort gemacht wurden mit dem Telefon, also keine spektakuläre Ausrüstung. Und dann gleichwohl einen spannenden, interessanten, aber auch motivierenden Film daraus zu machen. Wer meine Sachen auf YouTube verfolgt, hat ihn eventuell schon gesehen, ich habe ihn aufgeladen. Für alle anderen habe ich geplant, den auch nächsten Dienstag auf mein Facebook drauf zu tun. Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr reinschaut. Und freue mich auch immer um ein Feedback. Das bringt mich weiter, das fängt, das motiviert. Also, das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.